Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind Uff Pelzig. Heieiei, was ein Titel. Da habe ich ja auch schon fast das halbe Spiel durchgezockt, während ich den Titel sag. Jojo, ich weiß, ich muss hier rein in die Apotheke. Dann gucken wir uns da gleich mal an, was hier ist. Thank you for visiting Westons. Gern schön Mädel. Mach ich doch gern. Dann gucken wir da mal, was es hier Schönes gibt. Getränkeautomate. Georgina Jane, alles klar, wahrscheinlich Parfüm. Gucken wir doch da mal rein. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Ja, auch nicht schlecht. Da hat wohl einer die Medizin ausgesoffen und hat dann die Dose wieder zurückgeleckt. Ich meine, so umweltbewusst muss man auch nicht mehr sein in der Zeit, hätte ich sagen. Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Na, dass noch 20 Jahre in solcher Apotheke kaum noch bis gar nichts mehr zu plündern, da ist, das würde mich überhaupt nicht wundern. Weil ohne Witz, 20 Jahre lang offen. Nee, das ist bestimmt schon zigmal durchgeplündert worden. Oh, bitte. Hat auch wieder irgendeiner. Alles ausgeräumt. Hat auch wieder irgendeiner die Pille gerippt und hat sie dann wieder zurückgelegt. Wahrscheinlich vor Ort verbraucht oder in was anderes umgefüllt. Na, hier ist ja gar nichts mehr drin. Was ist denn da los? Da haben wir doch noch ein bisschen Alkohol gefunden. Westons Flu Shots now available. Alles klar, also Flohmedizin brauche ich noch nicht, aber es gibt bestimmt so ein paar illustre Gentlemen, die das gebrauchen könnten, wenn ich da so an die Hunter oder an Davidser Bande zurückdenke. Die hätten das sicher gut gebrauchen können. Ah, da drüber können wir auch kraxeln, super. Mal da mal, ob es was gibt. Da haben wir wenigstens Klinger. Und was ist da noch? Da ist noch ein Zettelchen. Der Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. 35-30-3. Bitte lesen, der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen, er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35-30-31. Alles klar. Ja, das scheint wohl ziemlich zur Anfangszeit gewesen zu sein. Ja, da könnten wir uns jetzt das Ganze nochmal angucken. Aber ja, das wird wahrscheinlich noch aus der frühen Zeit gewesen sein. Ah, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein ohne der Prinzessin der Schlüssel. Verbandskasten. Aber wenigstens steht da was. Wie zum Teufel komme ich da rein? Ich steht eigentlich mal Sache, wie ich das löse det. Ich steht keinen Schlüssel hole, ich steht mit dem Backstell hier die Scheibeischlacher und die Ellie ist es so ein der Rappel, die kann sich da locker durchquetschen. Übrigens ein schönes Wort auf Pelzig, wie ich finde, ein der Rappel. Also jemand, der extrem dürr ist. Mir gefällt das Wort sehr gut, das ist besser als Bohnenstange oder so. Gut, dann haben wir hier die Kombi der. Dann machen wir sie doch gleich mal auf. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Super gemerkt, Mädel. Funktioniert. Und was kommt raus? Ah, Spore, glaube ich, oder? Ja, Mist. Spuren. ich finde das so dermaßen krass, wenn man sich anguckt, wie der Joel do jedes Mal die Gasmaske aufzieht und die Ellie, die pumpt sich das rein, als wäre es Asthma-Spray. Das ist ja heftig. Beziehungsweise als wäre es Sauerstoff. Derer macht das ja absolut nichts aus. Aha, da ist ja schon. Geht. Genau, Igitt. Da haben wir ja schon einen Grund. Da ist er, der Apotheker, der Senior Pilz. Pfui Teufel. Schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nichts. Ja, schällige Bleiber. Ich glaube, das tut mich auch immer am allermeisten Stresser. Wenn ich wüsste, okay, die... Ah, Igitt. Hat sich zum Glück nur so bewegt. Okay, Da ist unser Schlüssel. Da liegt noch was dabei. los geht's. Ja, das wird mal gewesen sein, wo er noch normal war und mit seiner Frau oder Freundin oder sonst was. Hätte glücklich ausgesehen, aber wenn man sich so anguckt, nee. Das ist kein schönes End. Habe ich jetzt einmal der Controller geschüttelt, um die Batterie zu wechseln. Gucken wir uns ab. Pfui Teufel, wie das hier schon zugedeckt ist mit so einem ekligen Kokon.
Weil ich mich eigentlich noch umgucke, ob es noch irgendwas hier gibt, was ich plündern könnte. Aber ich glaube, da lohnt nichts mehr, ne. Ah, doch. Da hätten wir noch was gehabt. Schere und Lumpe. Super. Aber da draußen hat es ja schon geklickert. Ah, da ist er ja schon, der Übeltäter, der Widerling. Dann schnappen wir uns den Champignon-Kopf gleich mal. Die Ellie hat hier ein super Messer. Im Gegensatz zum Joel seine ranzige Impro-Klinge. Ah, da hat sogar noch Alkohol fallen lassen. Guter Mann. Guter Mann, der Pilze hier. Auf jeden Fall, der Joel sei Klinge. Das sind ja so dreckige Impro-Klinge, die auch nur mit Trainingsbüchern und so weiter verbessert werden können. Und die halten ja maximal 3 Stiche aus, während die Ellie so gescheites Butterfly-Messer hat. Das hält schon ein bisschen mehr was aus und die wird es wahrscheinlich auch noch schärfer. Aber im Spiel selber hat man so leider nie gesehen. Ja, dann haben wir jetzt eine Verbandskaste gefunden, ist doch super. Und? Ah, scheiße, nichts drin. Ja, die Reaktion ist nur vollziehbar. Da muss irgendwas drin sein. Die Reaktion mit dem Kicke ist noch vollziehbar, aber ich glaube, in den Umständen hier hätte ich das nicht gemacht. Aber jetzt haben wir hier was Neues gefunden, wo wir hier kennen, und zwar der Militärhubschrauber hier. Und da sollten wir uns dann mal umgucken, ob die nicht vielleicht was haben, weil Militär war ja auch nach der Krise noch unterwegs und selbst wenn sie ein bisschen älter ist als noch Krisezeit, während die immer irgendwas an Bord gehabt haben, falls sich nicht irgendein anderer bedient hat, weil so wie die Mall hier aussieht, denkt man einfach mal logisch, das ist während der Krisezeit am Anfang total überrannt worden und geplündert worden. Malls werden ja normalerweise als erstes ausgeraubt. Und dann ist irgendwann in der Nachkrisezeit der Heli abgestürzt und ja, dann müsste noch was drin sein. Hoffen wir doch mal, dass es so ist, wie ich es jetzt mal aufgelistet habe. Okay, da geht's wieder zum vorigen Bereich. Komme ich da sonst nicht durch, oder? Ah ne, da komme ich sonst nicht durch, okay. Ich habe gedacht, das könnte man eventuell hier entriegeln und so weiter und dann so aufmachen, aber nö, war wohl nix. Okay, ich glaube, da geht's irgendwie weiter. Dann joggen wir doch mal ganz gemächlich in die Richtung hier. Ah, okay, wäre eh nur Sackgasse gewesen. Oh je, mit unserer Munition sieht's ganz grässlich aus. Nur die Hunter-Pistole, die sie vom Joel mal gekriegt hat. Und ansonsten stellen wir nur noch ein Backstein und das Messer. Also das sieht nicht gut aus. Und das sieht auch nicht gut aus. Na. Ne, da kommen wir nicht durch. Verzweifeln bitte nicht mit mir, wenn ich das nicht so drauf habe wie The Last of Us selber. Weil Left Behind ist schon echt eine Weile her und das habe ich nur einmal durchgezockt. Von daher, das wird teilweise noch ein Blind Walkthrough sei, beziehungsweise Blind Let's Play sei. Da ich auch sowieso so einen großartigen Orientierungssinn habe, ist es dann nicht verwunderlich, dass ich mich ein paar Mal verlaufe wäre wahrscheinlich. Also sehen wir es noch und lassen dann einfach so die Benny Hill Musik oder sowas im Hintergrund spielen, während ich mich wie ein Dubschädel benehme. Das passt dann schon. Sind wir hier im Nachelsalon bei der Maniküre gelandet und Pediküre wahrscheinlich. Und da ist wieder Sammelobjekt. Hat man da eine Notiz? Salonnotiz. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur Quarantänezone, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. Stabsfeldwebel Sean Brandon. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Ich höre schon so im Hintergrund die amerikanische Flagge wehen. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Und die Flagge wedelt jetzt gerade ein bisschen stärker. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Regan Francis. 4. Infanteriedivision, Denver, Quarantänezone. Super. Dann wissen wir wenigstens ein bisschen, was da passiert ist. Und das scheint der Unglücksrabe gewesen zu sein. Der hat was bei sich. Das hier muss reichen. Ja, ein paar schmierige, ranzige Bandage. Das wird reichen müssen. Aber erstmal für die Ellie.
Das ist dann unser Medikit sozusagen. Basteln können wir auch noch nichts. Dafür haben wir zu wenig Zeug. Dann geht's hier mal weiter. Ah ja, da komme ich durch. Ich habe schon gedacht, das wäre Scheib gewesen. Okay, gut. Dann sind wir da jetzt mal hier gelandet. Hinweis. Springe über das Geländer, um im Erdgeschoss zu landen. Ah, jo. Das machen wir doch glatt. Da geht's runter, wird uns sogar noch angezeigt. Super Sach. Dann, juhu! Schnell! Hier rauf! Und die Zeit wechselt wieder. Wir sind wieder in der Vergangenheit. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Jo. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Ja, dann wissen wir da zumindest mal ein bisschen Bescheid, wie es da abgelaufen ist. Und die Graffitis an der Wand, wie lang können sie uns noch sicher halten und bekämpfe Fedra. Das ist übrigens, Fedra ist die Organisation hier vom Militär. Also das, was das Militär mittlerweile Woche ist. Und ja, so sieht's halt aus. Und wie die Riley jetzt so zu den Fireflies kommen ist, haben wir jetzt auch mitgekriegt. Die ist so über Kontaktpersonen eingeführt worden, die Marlene hat sie dann schon erwartet. Gut, dann die Sache, bevor wir da großartig weitermachen, lassen wir die Riley jetzt so hochkraxeln. Und im nächsten Teil von The Last of Us Remastered, Left Behind, Pelzig, geht's dann weiter mit dem Flashback von der Ellie in ihr Zeit, bevor sie gebissen worden ist, beziehungsweise unmittelbar bevor sie gebissen worden ist. Zusammen mit der Riley Abel, die jetzt zu den Fireflies gehört. Ich wünsche euch was, ihr liebe Leute. Machen's gut bis dahin. Euer Yankee.